Seht das? Lenny, wie schaut denn aus? Guckt auf ihn, nimmer geh. Von davon. Da ist eine braunsche Röhre drin. Die könnte ich gut für den Quantendiskriminator gebrauchen. Ohne das richtige Werkzeug bekomme ich das nicht auf. Werkzeug, Scheiße. Trude, wie schaut denn aus? Trude? Na, Professorchen, haben Sie sich die Gegend ein bisschen angeschaut? Das kann man wohl sagen. Die Polizei. Die brauche ich nicht mehr, Sie oder? können die Polizei abbestellen. Was ist passiert? Der Fall hat sich erledigt. Aber der Kommissar ist bereits auf dem Weg. Na, dann sagen Sie ihm ab, sobald er hier ist. Wie Sie meinen. Konnten Sie mein richtiges Pfand wiederfinden? Was meinen Sie? Mein Massagestab. Ihren was? Vergessen Sie es. Ich darf sagen, die ruckt ja nicht mehr raus. Ich hätte da noch eine Frage. Ja, natürlich. Ach, schon gut. Ich muss weiter. Fühlen Sie sich wie zu Hause, Professorchen. So, wir benötigen Werkzeug. Lazarus, wie schaut denn aus? Das ist der Werkzeugkasten, den mir Trude geliehen hat. Kriegen wir da was? Schaut nichts aus. Vielleicht sollten wir. Aber zu, oder? Verschlossen. Ich laufe mal oben. Ich versuch's mal durch den Geheimgang. Vielleicht geht da was. Bitte auf die Wandersbraut. Ich kann nicht mit leeren Händen zum Portal zurückkehren. Geht nicht, Scheiße. Mit dem Ding fahre ich ganz bestimmt nicht nochmal. Jedes Los ein Gewinn, garantiert keine Nieten. Ich muss weiter. Wenn ich eins nicht leiden kann, dann ist... Außer Konkurrenz. Das ist eine Schießbude für Kinder. Die Schießbude für Kinder. Das ist mein Mutter. Pater Kottenfutter. Mein Herr? Herr Tannhauser, schön Sie zu sehen. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Die Tombola. Da können wir was tauschen. Ich habe Sie bei der Tombola gesehen. Haben Sie was gewonnen? Ich habe ein paar Wanderschuhe gewonnen. Sehen Sie mich an. Wohin sollte ich denn noch wandern? Sie hingegen, Herr Tannhauser, wirken wie jemand, den gerne mal die Wanderlust packt. Oh, auf dem gelben Wagen sitz ich beim Schwager vorn. Ja, so war das. Und Sie? Hatten Sie Glück mit Ihrem Los? Total. Ich habe das hier gewonnen. Sagen Sie, ist das vielleicht Katzenfutter? Ich frage für meinen Kater Klaus. Er liebt Katzenfutter. Würden Sie vielleicht tauschen? Was schwebt Ihnen vor? Sie überlassen Klaus und mir diese köstliche Dose Katzenfutter und ich schenke Ihnen im Gegenzug dieses neue Paar Wanderschuhe, Größe 48. Also, was meinen Sie dazu? Kamerad, das ist ein Deal. Okay, machen wir es so. Sie werden es nicht bereuen. Bitte, das Kottenfutter bin ich los. Meine Stiefel oben. Aber, wo tue ich mit den Stiefeln?
Da sind wir, Chefin. Hat die Stiefel noch schön? Ja, nicht, oder? Braucht die Schuhe? Die Dinger da auf dem Boden. Wir sagen Tannenzapfen dazu. In Wirklichkeit sind es Fichtenzapfen. Wusstest du das? Wie meinen Sie das? In Wirklichkeit? Na, Tannenzapfen zerfallen am Baum. In ihre Einzelteile. Fichtenzapfen bleiben ganz. Sachen gibt's, denkt man gar nicht. Bist du aus der Gegend hier? Nein, nur zu Besuch. Gewöhne mich langsam dran. Ich auch nicht. Ich komme wegen der schönen Aussicht. Aber Chefin. Kannst du Schuhe brauchen? Zigarette? Danke, hab aufgehört. Das Klima hier tut mir jedenfalls wahnsinnig gut. Sehr fix. Was machen Sie hier oben ganz allein? Genug von dem Trubel da unten? Ich reise einfach gern. Immer unterwegs. Wandern und so weiter. Und jetzt legen Sie ein Päuschen ein? Ich habe meine Wanderschuhe verloren. So ein Zufall. Einfach übers Geländer gefallen. Und weg waren sie. Wenn du mich fragst, hocken wir doch alle in demselben riesigen Hinterhof. Der ganze Wahnsinn. Die Suche nach einem Sinn. Irgendwas. Klingt ein bisschen nach Lebenskrise. Ach nein, so würde ich das nicht nennen. Den Durchblick, den habe ich. Durchblick. Genau. Das ist es. Kennen Sie die Leute hier? Die meisten. Ich komme eigentlich jedes Jahr hierher. Warum? Kennen Sie einen Mann namens Lazarus Taft? Kenn ich. Interessanter Mann. Ich habe einmal haushoch im Doppelkopf gegen ihn verloren. Woher er kommt und was er hier macht, ist für alle ein Rätsel. Angeblich hat er von den Doppelkopfmillionen das alte Herrenhaus draußen in den Wäldern gekauft. Er kommt selten hier in den Ort. Wenn man die Leute reden hört, ist das aber auch kein Wunder. Naja, lass sie reden. Meine Meinung. Ja, pass auf, gute Frau. Zwecks der Tombola. Ich habe Sie unten bei der Tombola gesehen. Ja, ich habe mein Glück versucht. Haben Sie was gewonnen? Leider nur eine Dose Schnupftabak. So ein Reinfall. Dabei habe ich dem ganzen Teufelszeug längst abgeschworen. Und du? Ich habe ein paar Wanderschuhe. Haben Sie nicht Ihre verloren? Ja, leider. Für dein paar Wanderschuhe würde ich einiges hergeben. Möchtest du zufällig tauschen? Deine Wanderschuhe gegen meinen Schnupftabak. Also kann zufällig deine Schuhe tauschen. Na gut. Dankeschön, das ist wirklich nett. Und sogar meine Größe. Ich muss weiter. Okay, schönen Abend noch. Und danke nochmal. Nichts zu danken. Endlich kann ich wieder los. Die Wildnis ruft. Ade. Ade. Die Wildnis ruft. Ja, pass auf. Mit dem Schnupftabak. Wo ist denn? Die ist super wert, gell? Damit kann ich doch bestimmt wieder tauschen, oder? Hätte ich gesagt. Du, wie schaut denn aus? Brauchst du einen Schnupftabak? Dann spät besser. Lass mich nur noch kurz auf Betriebstemperatur kommen. Geht gleich los, Kumpel. Lass mich nur noch kurz auf Betriebstemperatur kommen. Sag mal, Babe, brauchst du Schnupftabak? Oder warte mal, eine Matrose. Dominik kann was gehen, ha? Ahoi! Bitte, wieder mal zwecks der Tombola. Ich habe Sie bei der Tombola gesehen. Haben Sie was gewonnen? Ja, diesen Gutschein für eine Bootsfahrt hier. Dabei hasse ich Wasser. Und du? Ich habe das hier gewonnen. Ist das Schnupftabak? Oh Mann, ich liebe Schnupftabak. Willst du zufällig tauschen?
Was stellen Sie sich denn vor? Möchtest du meinen Gutschein haben? Du weißt schon, den für die Bootsfahrt hier auf dem See. Den habe ich bei der Tombola gewonnen. Oh, der ist ja hier vom örtlichen Bootsverleih. Ja, möchtest du ihn? Die Bootsfahrt gegen den Schnupftabak. Auf jeden Okay, Fall. machen wir es so. Okay, Hand drauf. So, jetzt habe ich die Bootsfahrt. Wo löse ich die ein? Bei hier kann ich sein. Chefin? Jedes Los ein Gewinn. Garantiert keine Nieten. Ich muss weiter. Vielleicht aber nicht. Scheiße. Die Bootsfahrt. Bei ihm ist es nicht gegangen, gell? Geht gleich los, Kumpel. Bootsfahrt, ich komme. Aha. Wer springt da rum? Ein Urkattel? Der Ein Flugsaurier, Schwimmtier in der Braudin. Form des Flugsauriers Pteranodon. Da sind wir, Chefin. Wenn du behauptest, dass das Boot Es kaputt sieht ist. nicht besonders seetüchtig aus. Hier Oh vorne Gott. hat es ein Leck. Und das Schaufelrad scheint zu fehlen. So, ich vermute mal, ich muss erstmal das Boot reparieren, oder? Hey, Sweetheart. Guten Abend. Wie viel für die Schwimmtiere? Nehmen Sie sich eins. Die Saison ist vorbei und nächstes Jahr sind Dinosaurier sowieso nicht mehr so gefragt. Ich tippe auf... Ich tippe auf. Füchse und Krähen. Könnte sein, ja. Nicht gut. Wie viel für die Schwimmtiere? Nee, die Saison... Wie viel für die Schwimmtiere? Nehmen Sie sich eins. Die Saison ist vorbei. Ich habe diesen Gutschein in der Tombola gewonnen. Weiß ich doch schon. Aber woher? Hat mir meine Schwester erzählt. Sie macht heute den Tombola-Stand. Sachen gibt. Hey, Sweetheart. Guten Abend. Ein Leck. Das Tretboot, das Sie mir dorthin gestellt haben. Es sieht nicht besonders seetüchtig aus. Was stimmt denn nicht damit? Na, ich glaube, es hat ein Leck. Und das Schaufelrad sieht auch nicht ganz intakt aus, wenn Sie mich fragen. Ach herrje, es ist leider das letzte seiner Art. Seine Freunde liegen schon eingemottet im Trockendock. Könnten Sie mir helfen, das Ding zu reparieren? Ich kann hier gerade leider nicht so richtig weg. Ja, reparieren, ja, selbstverständlich. Ich schaue es mir mal an. Ein Quantenphysiker wie ich, der kann alles. Ja, bitte, auf das drum kriege. Und selbstverständlich haben wir alles dabei, oder? Das sollte das Leck beseitigen. Das Leck ist weg. Viel zu eisig zum Schwimmen. Viel zu eisig zum Schwimmen. Viel zu eisig zum Schwimmen. Scheiße, was möchte er? Brauchen wir Krähen? Ja, Krähen, kommt! Dazu hatte ich schon eine. Beverly, ich habe mich manchmal... Ach, Ja, gut. ob Sie... Das haben wir schon gehabt, gell?
Wo spricht er? Hört es aus? Aha. So, da haben wir Glühwürmchen. Oder mal mit denen. Mit den Glühwürmchen. Geht da was? Einig, oder? Laufen wir um mich. Ich hab schon genug. Mandel brauche ich keine mehr. Außer Konkurrenz. Wobei. Wir könnten dann nebenbei mal eine Pause hauen. Zur Abwechslung. Trude? Hallo Professorchen. Konnten Sie mein richtiges Pfand wiederfinden? Was meinen Sie? Mein Massagestab. Ihren was? Vergessen Sie es. Ich muss weiter. Fühlen Sie sich wie zu Hause, Professorchen? Ich glaube, den kriege ich nie wieder. Mein Massagestab. Okay, Freunde, dann mal sagen. Wir machen da rum wieder Pause. Die Glühwürmchen. Brennt die da rum. Wobei. Ich glaube, sagen, das findet man beim nächsten Mal außer. War da noch irgendwas? Nee, oder? Das ist immer Lazarus. Warte, Wie oder ist was? die Lage? Geht so. Du siehst schlimm aus. Tut mir leid. Ach, schon gut. Wirklich, ich höre das häufiger. Wobei. Wie schaut Wegen aus? des Quantendiskriminators. Ja? Wie der Ich Stand habe der leider Dinge. völlig den Überblick verloren. Was brauchen wir nochmal? Am besten guckst du dir den Plan an. Wir brauchen eine Energiequelle, am besten eine richtig starke. Wären wir in meiner Dimension, hätte ich vorgeschlagen, eine dieser tollen 90.000 Volt Batterien einzusetzen. Aber die Möglichkeit haben wir leider nicht. Puh, das ist ganz schön viel Saft, den wir da brauchen. Außerdem brauchen wir einen Teilchenbeschleuniger. Klein genug, um ihn hier drin zu verbauen. Eine braunsche Röhre vielleicht? Aus einem TV-Gerät? Könnte funktionieren. Da weiß ich was. Ein Interface, um das Gerät zu steuern. Eine Tastatur, eine Klaviatur, irgendein Eingabegerät eben. Verstehe. Und dann noch ein potentes Kühlmittel. Sonst fliegt uns das Teil um die Ohren. Irgendwelche Ideen? Wasser wird wohl nicht reichen. Lass dir was einfallen. Okay, ich bin bald zurück. Okay, Leute. Bevor wir da weitermachen, machen wir da eine Pause. Und beim nächsten Mal geht dann genau da weiter. Bis dann und servus.